die Franzosen bauen eigentlich AKWs. Oder die Österreicher haben Zwentendorf gebaut, das ging nie ans Netz, und dann haben die Slowaken und die Tschechen hinter der Grenze AKWs gebaut. Jetzt beziehen die Österreicher auch die Kernkraft 20 Kilometer über die Grenze. Das ist für mich nicht ehrlich. Und die Deutschen machen im Prinzip genau die gleichen. Ja. Erste Reihe 3, bitte. Ich möchte Herrn Spuler fragen, Sie haben gesagt, beim Energieausstieg zuerst abklären, was ist möglich, und eben eine Nachfolgeregelung, da eben Engpässe nicht zu vermeiden sind. Bei den Bauern hat man die Milchkontingentierung aufgehoben, im Glauben, das wird sich dann schon regeln, der Markt wird es richten. Und wir haben erlebt, der Markt hat es gerichtet, wir haben ein Desaster, das noch nie da gewesen ist. Und da möchte ich Herr Spuler recht geben, zuerst eine Nachfolgeorganisation oder Regelung, und sonst erleben wir beim Energieausstieg genau dasselbe. Meine Frage wäre, was sollen wir Bauern machen, um aus diesem Schlamassel herauszukommen? Ich sehe nur auf der politischen Schiene, es ist einfach zu sagen, die Bauern sind zerstritten, ihr müsst das selber regeln. Ich behaupte, das wurde so eingerichtet, um eben eine faule Ausrede gehabt zu haben. Ihr seid eben verstritten, ihr müsst euch zusammenraufen. So schnell geht es nicht. Das muss er beantworten. Ja, also meine Lösung ist ganz schon bekannt. Wir haben zu viel, wenn man von etwas zu viel hat, das kann ich auch per Studie sagen, dann sind die Preise markant, und wenn das natürlich kostet, dass man das entsorgen muss, ich spreche hier von Fett, von Butterfetten und von Milchpulver, dann gibt es eine Depression auf dem ganzen Markt. Die Zahlen sind bekannt, 2008, wer was eingeliefert hat. Völlig klar, gibt es gar keine Diskussion, die sind bekannt, und anhand von diesen Daten können wir mit der Produktion weiterfahren. Andere Lösungen haben wir noch keine aufgeklärt. Ich sehe nur, meine Damen und Herren, dass es zurzeit ganz lebendig geht. Ich sehe Bauernfamilien, ich muss Bäuerinnen ins Gesicht schauen, die mir leid tun. Sie haben es richtig gesagt, Herr Stölke, flotte, anständige Leute, die zu den zentralen Besiedlern dieses Landes und zur Wertschätzung dieses Landes sehr viel machen, und die müssen sich das auch langsam verabschieden. Und das ist nicht würdig und diesem Land nicht wert. Aber die Frage, wie kommen wir da raus? Uns wurde das gesagt, ihr müsst das machen, ihr müsst innovativ sein, ihr müsst weltoffen sein, das hat man gemacht, und wir sind jetzt im Schlamassel. Ich möchte von der Spuler hören, was würde die Industrie in einem solchen Fall machen? Ich denke, Angebot und Nachfrage würde das regeln, aber bei uns diskutiert man immer noch, ja, wir müssen auch wieder produzieren, dann könnt ihr eben das fehlende Geld so mit der Menge hereinholen. Es ist doch ein Stumpfsinn, uns solche Antworten zu geben. Ich habe ja eingangs gesagt, für mich sind an und für sich offene, liberale Märkte die Wunschvorstellung. Aber es gibt halt Märkte, die unterliegen gewissen Gesetzmäßigkeiten, gewissen Einschränkungen, gewissen Restriktionen von Gesetzgebung. Und da gehört sicher der Agrarmarkt dazu. Und ich bin der Meinung, man sollte wieder zu einer Kontingentierung zurückgehen. Ja. Und ich glaube, ich habe sogar, du hast mir die Motion nie gehabt, ich habe die mit unterschrieben. Irgendeiner von meinen Kollegen hat so eine Motion eingereicht. Und das ist schon ein Problem. Wir hatten nochmals einen solchen Fall mit der Liberalisierung des Strommarktes. Waren auch alle der Meinung, super, 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 die Strompreise sinken, und die haben liberalisiert, und was ist passiert? Nieder nach oben. Und da muss man dann halt auch den Mut haben zu sagen, jetzt haben wir Mist gebaut, zurück auf Feld 1 und entsprechend politische Korrekturmaßnahmen vornehmen. Okay, ich komme gleich, Sekunde, aber da war erst hier der Herr und dann die Dame. Jonas Gerald, Landwirtschaftslitteratur, Freiburg. Herr Eggen hat gesagt, die Modellrechnungen für AP 14-17 in ca. 10 bis 15% weniger Einkommen für die Landwirtschaft. Aber wir haben diese Rechnungen gemacht, kommen auch auf 10 bis 20% Miteinkommen. Wenn ich aber Herr Spuler anhöre, in seinem Vortrag sollte das kein Problem sein. Der Bauer braucht ja nur ganz einfach den Strukturwandel von 2,5% ohne mehr eigene Arbeitskräfte zu bewältigen.
dazu noch nach seiner 70-Stunden-Woche Samstag und Sonntag noch die Eigenvermarktung und die Wesenwirtschaft aufzubauen. Habe ich es richtig verstanden? Also, ja, glaube ich nicht. Über Löhne habe ich jetzt nicht gesprochen. Ich sage einfach, was ich vom Gesetz gebe. Also, grundsätzlich erwarte ich, dass wir den Bauern an und für sich an den Markt heranführen. Das wurde auch in den letzten Jahren immer wieder gemacht. Da gibt es sehr gute Beispiele. Das, was ich da mit Besenweizen, so, das sind sicher eher die Schmanken da, die kleinen guten Beispiele. Und was ich vom Gesetzgeber erwarte, ist, dass man eben schrittweise den Bauern hier mehr Möglichkeiten gibt. Ich habe jetzt auch kein Grundsatzrezept, wie man das von heute auf morgen umstellen kann. Und dass die Bauern unter einem unglaublichen Kostendruck und Preisdruck stehen, das wissen wir alle auch. Das ist bei der Industrie genau dasselbe. Also unsere Margen sind momentan mit der ganzen Wechselkursgeschichte auch so. Also da müssen wir jetzt auch Wege suchen, wie wir wieder rauskommen. Und ich bin gespannt, was jetzt kommt von Seiten unserer Bauernfraktion, wie wir AP 2014-17 korrigieren wollen und was wir da für Möglichkeiten sind. Also grundsätzlich werde ich das sicher nicht unterstützen, dass eine Bauernfamilie ein solides Einkommen haben wird, aber auch Verantwortung, Eigenverantwortung mitnehmen müssen, wie wir auch. Bei uns hilft ein bisschen die Nationalbank und den Stützung, und das kostet auch viel Geld, könnte man auch mal in der Bank aufrechnen. Also wenn jetzt der Euro weiter unter Druck kommt, kann das die Schweizer Volkswirtschaft auch einige Milliarden kosten. Und aus diesem Grund würde ich jetzt sagen, die 13 Milliarden oder wie viel das nun genau sind, finde ich jetzt durchaus vertretbar auf die 4 Jahre. Darf ich die Damen zuerst? Ja, ich weiß nicht, verschiedene, erst die Damen lieber verlangen. Gerade hinter Ihnen. Christine Bühl vom Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband. Herr Spuler, Herr Eppich, was müssen wir tun, damit diese wahren unternehmerischen Tätigkeiten, wie Sie jetzt selber mehrmals erwähnt haben, wie Besenweizen oder Schlafen im Stroh und so weiter, als landwirtschaftliche Tätigkeiten anerkannt werden? In der AP sind sie bis jetzt immer noch nicht aufgenommen und wir haben große Mühe damit. Anträge stellen. Bei Gesetz. Nein, das sollen Ihre Kollegen da, also die Bauern bei uns in der Fraktion, wenn das Geschäft behandelt wird, entsprechende Anträge stellen. Und dann kommt das ins Parlament und wenn das eine Mehrheit gibt im Nationalen Ständerat, dann ist das durch im Gesetz drin. Okay, darf ich jetzt sagen, ich komme zu allen. Eins war, zuerst kommt er. Ja, meine Damen und Herren, ein Dilemma, das in der Landwirtschaft besteht, das wurde heute verschiedentlich angesprochen, die hohen Auflagen und Vorschriften. Wir Schweizer Bauern produzieren Nahrungsmittel unter den höchsten Tierschutz- und ökologischen Auflagen. Aber die Wertschöpfung, es sollte zuletzt mal zum gleichen Preis sein. Und ich möchte Ihnen mitgeben, was machen wir, dass das sich verändert, dass wir dementsprechend unsere Produkte vermarkten. Peter Spuler hat gesagt, gleich lange Spieße. Wenn wir gleich lange Spieße machen bei den Importen, dann können Sie 80% der Nahrungsmittel nicht mehr importieren, was importiert wird. Hier liegt die Problematik, die hohen Auflagen, Kosten und so weiter, und es soll zum gleichen Preis sein. Und bei den Importen, da fragt man nicht, da müssen auch die Konsumenten konsequent sein. Und das ist unsere Vermarktungsstrategie. Und die Frage, wie können wir diese Vermarktungsstrategie verbessern, auch an der Grenze, solange dies alles offen ist, niemand fragt, wie es produziert wird, da können wir unsere Auflagen hinaufschreiben, verbrauchen wir wollen, wir machen Treter und Ort. Das ist unsere Problematik. Gut, danke, der Herr jetzt hier. Ja, genau, Sie in der Drittelreihe. Ja, ich werde da blaue Hände. und der blaue Hände kommt anschließend. Der kommt anschließend. Okay, haben Sie sich gemeldet? Also, mein Name ist Hans-Jörg Anwalt und ich habe eigentlich eine These zunächst. Dank dem Pragmatismus in der kleinen, selbstbestimmten, direktdemokratischen Schweiz ist die Schweiz besser aufgestellt als die meisten
Nachbarnationen, weil sie in Jahrhunderten ihre Unabhängigkeit, ihre Freiheit relativ gut bewahren musste und angesichts der heutigen Finanz- und Systemkrise bin ich eigentlich zuversichtlich, dass es gelingt, das Schweizer Haus weiter in Ordnung zu halten, dank dem, dass eben dieses kleine Schloss gut aufgestellt ist. Ich möchte dazu nicht jetzt Fragen stellen, sondern nein, aber ich frage mich, ob er das bestätigt. Die können Sie dann einbringen und zusammen diskutieren, aber so wird in der Schweiz wird die Reform von der Gesamtgesellschaft getragen. Danke. Danke. Herr Ebbi, stimmt das? Ist der Klinkerpur für uns, für unser eigenes demokratisches Selbstverständnis, wie es gewachsen ist, eigentlich? Der Herr Wandel begreift nicht den Bau, sondern die kleine strukturierte Schweiz. Wir haben die Finanzen an. Erfolg von dem grossen Land ist die Ausgabenbremse. An einem kleineren Jahr jetzt von der Sache definieren, was die Ausgaben einführen. Ein weiterer Erfolg ist die Kontrolle auf allen Stufen, auf Stufe Gemeinde, auf Stufe Kanton, auf Stufe Bund. Gerade in den finanziellen Fragen. Darum stehen wir eigentlich der, wo wir die letzten 10 Jahre gestanden sind, hoffentlich in Zukunft von der Rechte stehen. Das ist ein kleines Puzzle von der Erfolg Schweiz. Das kann ich unterstreichen. Ich gehe davon aus, dass es so weit in dieser Richtung. Ja, Moment, jetzt gucke ich erst den blauen Hemd und dann der Also, mein Name ist Meier Thomas vom Bundesamt für Landwirtschaft, vom Bank der